Der Wilhelm Tell. Hoi miteinander! Heute entführe ich euch in die bekannte Legende vom Wilhelm Tell. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und los geht's! Es war an einem Sonntag nach St. Ottmar. Da ist von Bürglen her, einem Dörfli am Eingang vom Wilden Schächental, mit festem Berglerschritt ein Mann gegen Altdorf abgegangen. An der Hand hat er seinen jüngeren Bub, den Walter, geführt. Auf den Schultern hat er eine schwere Armbrust getragen. Da war der Wilhelm Tell, der beste Gemsjäger im Land Uri. Er hat bei seinem Schwiegervater Walter Fürst zu Altdorf auf Besuch gehen. Als er mit seinem Söhnli vom Zeitglockenturm her über den Hauptplatz gelaufen ist, hat ihn sein Bub auf eine lange Stange aufmerksam gemacht, wo zmitzt auf dem Platz gestanden ist und wo zwei Waffenknechte vom Landvogt Gessler bewacht haben. Auf der Stange aber ist ein Hut gehangen mit einer Pfauenfeder. Viele alte Frauen und Kinder, aber oft auch Männer, sind am Hut vorbeigegangen und haben höhnisch geknickst oder ihr Haupt geneigt, rauchend vor Scham. Doch der Tell hat da scheinbar alles nicht bemerkt und hat mit aufrechtem Haupt und festem Gang mit seinem Bübli am Hut auf der Stange vorbeischritten. Da sind die beiden Wächter vorgekommen, haben ihre Lanzen ausgestreckt und haben den Schütz nicht weitergelassen. Und als er in ihre vorgehaltenen Spiesse gegriffen und unwillig gefragt hat, warum sie ihn nicht seines Wegs gehen lassen, haben sie geantwortet, er hätte im Hut nicht die schuldige Referenz erwiesen und müsse jetzt mit ihnen zum Landvogt kommen, um als ein Verräter an der kaiserlichen Majestät seine Strafe zu gewärtigen. Der Hut sei vom Landvogt an die Stange gehängt worden, um den Sinn und Geist vom Volk zu prüfen. Und er hätte sich vor ihm verneigen wie vor dem Kaiser selber. Aber der Tell hat ihre Spiesse auf die Seite gedrückt und gesagt, er büge sich von niemand anders als von Gott und lasse sich von ihren zwei Eisenstangen nicht aufhalten. Die Knechte haben mit dem gerungen und sein Bub hat um Hilfe gerufen, sodass die Leute von Altdorf von allen Seiten herbeigeeilt gekommen sind. Unter ihnen auch der Walter Fürst, der Großvater vom kleinen Walterli. Gerade hat der Tell den zwei Waffenknechten die Spiesse entreissen, da hat sich ein Rossgetrampel vernehmen lassen, wo rasch die Dorfgasse raufgekommen ist. Und auf einmal ist der Gessler, der Landvogt, dahergeritten mit seinem bewaffneten Tross und Gefolge. Wo er jetzt beim aufgesteckten Hut gestanden ist, hat der Knecht gefragt, was sie mit dem Mann hätten. Da hat ein von den Wächtern geschrauen, Herr, er hat vor dem Hut das Haupt nicht geneigt. Jetzt hat der Landvogt Gessler mit unheilverkündenden, finsteren Augen auf den Schütz Tell geblickt. Er hat ihn schon gekannt und hat ihn gehasst, weil er nicht lang vorher einem unterwaldenen Bauer, wo der frevelhafte Untervogt von der Burg Rotzberg erschlagen hat, über den sturmgepeitschten See geholfen hat und ihn so von seiner Verfolger errettet hat. »Warum hast du am Hut nicht Respekt bezeigt?« fragt er jetzt barsch den Schütz. Der Wilhelm Tell hat sich versucht zu entschuldigen und gesagt, »Vergebt mir, Herr, es ist aus Unverstand passiert, weil wenn ich gescheit wäre, würde ich nicht Tell heißen.« Doch der Landvogt hat Böses vorgehabt. Er hat dennoch dürstet, den aufrechten Mann, den er heimlich gefürchtet hat, zu verderben. Also hat er ihn gefragt, »Tell, hast du Kind?« »Ja, 2, Herr«, hat der Schütz geantwortet. »Welches ist dir das Liebste?« hat der Gessler weiter gefragt. »Sind wir beide gleich lieb, Herr?« hat der Tell gesagt, wo das Unheil hat angefangen zu merken. Da hat der Landvogt neben dem Schütz den kleinen Walter erblickt. Und er hat voller Bosheit grinsend gesagt, »Tell, ich weiss, dass du ein berühmter Schütz bist. Du treffst ja die Gemse im Sprung, den Vogel im Flug. Gut, ich will dir ein Ziel geben, wo du deine ganze Schützenkunst kannst zeigen. Pass auf, dass du das Ziel nicht verfehlst. Du sollst einen Äpfel vom Kopf von deinem Kind schiessen. Verfehle ihn ja nicht, sonst ist dein Leben verwirkt.«
Da hat das Volk aufgeschrauen. Die Frauen haben jammernd die Hände gerungen und die Männer sind ergrimmt. Auch der Schütz Tell ist erbleicht und hat gesagt: Herr, es kann nicht euer Ernst sein, solches Unmenschliches von mir zu verlangen. Wie soll ich einen Äpfel vom Haupt von meinem Kind schiessen? Erlass mir den Schuss, Herr. Lieber will ich grad sterben. Und er hat seinen Wams aufgerissen und der Waffenknecht seine Brust geboten, dass sie ihn erstechen sollen. Doch der harte Landvogt Gessler hat gesprochen: Entweder tust du den Schuss oder du und dein Kind, ihr beide müsst zusammen sterben. Wo der Wilhelm Tell jetzt nach seinem Bübli geschaut hat, hat er gesehen, dass es die rauen Waffenknechte schon an einen Baum gebunden hatten. Auf seinem flachshaarigen Scheitel aber ist ein Äpfel gelegen. «Schiesse jetzt, Vater!» hat der kleine Walter gerufen. «Ich habe keine Angst!» Da ist der bäumige Gemsjäger von Jammer in die Knie gesunken und hat mit stummem Entsetzen zum Landvogt aufgeblickt. Doch der hat ihn mit bösen, schadenfreudigen Augen angeschaut. Jetzt hat der Tell die Armbrust gepackt, hat 2 Pfeile rausgenommen und einen ins Göller gesteckt. Aber der Walter Fürst, der Großvater vom kleinen Walterli, ist zum Landvogt getreten und hat ihn bei seinem Seelenheil beschworen, von seinem schrecklichen Verlangen abzustehen. Er ist sogar von ihm abgeknüllt und hat flehend die Hände zum Tyrann erhoben, wo ihn aber kalt und höhnisch angeschaut hat. Auf einmal hat eine Frauenstimme aus dem Volk geschrauen: «Die Öpfeligkeit!» Und 100-stimmig hat das Volk gejubelt: «Die Öpfeligkeit!» Während der Landvogt auf den alten Landamann Walter Fürst gelassen hat, hat der Wilhelm Tell rasch die schwere Armbrust gespannt, den Pfeil draufgelegt, gezielt und geschossen. Da ist der Pfeil geflogen und die Öpfeligkeit. Aufjuchzend ist das kleine Walterli auf seinen Vater zugestürmt, wo noch fassungslos und wie im Traum am Boden geknüllt ist und die Armbrust krampfhaft in den Händen gehabt hat. Ein Knecht aber hat den Äpfel aufgenommen und ihn am Landvogt Geißler gezeigt. «Wahrhaftig», hat er gesagt, «der Äpfel ist in der Mitte durchgeschossen. Es war ein Meisterschuss. Ich muss ihn loben.» Aber wo der Tell, wo lang aufschnaufend und bebend vor Freude sein Kind das Herz geschlossen hat, sich erhoben hat und mit dem jubelnden Volk abziehen, hat ihn der Landvogt plötzlich gefragt: «Los, Tell, sag mal, wieso hast du den zweiten Pfeil ins Göller gesteckt, bevor du den Schuss tun hast?» «Herr, es ist so ein Brauch vom Schütz», hat er gesagt, wo der Vogt und sein böses Herz durchschaut hat. Aber der Landvogt hat die Stirn gerunzelt und gesagt: «Tell, bekenn nur die Wahrheit ohne Furcht, und du sollst dein Leben sicher sehen. Wieso steckst du den zweiten Pfeil ins Göller?» Jetzt hat sich der Tell bolzengrad von der Landvogt hergestellt, hat ihn fürchterlich angeschaut, ihm den Pfeil entgegengestreckt und gerufen: «Gut, Herr, weil ihr mir mein Leben zugesichert habt, will ich euch die Wahrheit sagen. Hätte ich mit dem ersten Pfeil das Haupt von meinem lieben Bub getroffen, dann hätte ich mit dem zweiten euers wahrlich nicht verfehlt.» Der Landvogt ist innerlich sehr verschrocken, denn jetzt hat er erkannt, wie ihn der Tell, den er so schrecklich gequält hat, gehasst hat. Aber er hat sich nichts anmerken lassen und hat kalt gesagt: «Das Leben habe ich dir zugesichert, Tell. Ich will es redlich halten. Aber weil ich deinen bösen Willen gegen mich erkannt habe, will ich dich dorthin führen lassen, wo weder die Sonne noch der Mond dich anscheinen, auf dass ich vor dir Ruhe habe. Ergreif ihn!» Sofort haben die Waffenknechte den Schütz Tell gepackt und haben ihm unter den Verwünschungen und unter dem Aufjammern vom umstehenden Volk die Hände auf den Rücken gebunden. Dann haben sie ihn von seinem Bübli losgerissen und ihn ins Herrenschiff auf Flüelen geschleppt, um ihn über den Waldstättensee ins finstere Burgverlies auf Küsnacht zu bringen. Der Gessler selber hat mit seinem Gefolge den Herrenaue bestiegen. Bald hat dem Landvogt sein Schiff abgestoßen und noch lange hat das entrüstete Volk nach seinem roten Drachen geschaut. Im Nauen aber ist der Schütz Tell mitten von der Waffenknecht gelegen und umsonst hat er mit sehnsüchtigen Augen geschaut, wie die heimatlichen Gestade allmählich verschwunden sind. Und umsonst hat er nach den
hinten im Schiff liegenden Armbrust umgeschaut. Niemals mehr hätte er sollen das Licht der Firne sehen, niemals mehr das Schwirren von seinem sicheren Pfeil im Bergwald hören. Wo sie aber ein gutes Stück über den See gefahren sind, hat man auf einmal das ewig lebendige Schneestaubwölkchen, wo am Firnenhaupt der grossen Windgelle gehangen ist, stärker gesehen aufsteigen. Auch ist ein unheimliches Summen und Knurren, wie das Murren vom Volk an der Maienlandsgemeinde, von den Fürsten und Gräten der Berge gekommen. Der Himmel ist tiefblau geworden, so als ob er sich auftun will, und die Bergwälder sind näher erschienen, so als ob man sie mit den Händen ergreifen könnte. Und jetzt hat sich der See gekräuselt. Ein paar heftige Windstöße sind um die Bergwände gepfiffen, und plötzlich hat der Alpenwind tobt, der wilde Föhn, von den Bergen ab und ist schnaubend, juchzend und pfeifend dahergefahren. Der See so aufpeitschend und aufjagend, dass die gehetzten Wellen wie wilde, wutschnaubende Tiere aufs Herrenschiff losgesprungen sind. Da sind der Landvogt Gessler und seine Leute verschrocken. Nie war eine Fähre, weil überall haben sie die jähen Felsen angestarrt. Und die Ruderknechte hatten eine harte Arbeit, das Schiff von der Bergwände abzuhalten, an denen die Wogen mit dem Donnern aufgesprungen und zerschellt sind. Und auf einmal hat der Sturmwind den tanzenden Nauen gepackt und hat ihn durch den kochenden See gegen die vorspringenden Riffe vom Achsenberg gezwungen. Jetzt haben alle im Schiff ihr Sterbestündli nachgeglaubt. Sie haben schon das Sterbeglöckli auf dem Seelisberg gehört läuten, wo nur erschallt, wenn ein Schiff am Untergang verfallen scheint. In dieser höchsten Not haben die Waffenknechte den Landvogt gebeten, er solle doch den Tell ans Ruder lassen, weil er so ein starker Mann sei und welcher auch im Rudern bewandert sei. Der Landvogt, der die Todesangst übernommen hat, hat es mit stummem Nicken erlaubt. Rasch hat man den Schütz losgebunden und da ist er schon am Steuerruder gestanden. Mit einer riesenstarken Faust hat er das schwere, auf- und abgompende Schiff um den Achsenberg gezwungen und so aus dem gefährlichsten Wellengang rausgebracht. Langsam, aber sicher hat er den immer noch wie ein peitschtes Ross steigenden Nauen der Felsplatte zugelenkt, wo am Achsen aus dem schmalen Gelände vorspringt. Wo er mit dem Schiff fast daran angestoßen ist, hat er plötzlich seine Armbrust gepackt und ist auf die Felsplatte gesprungen. Das Schiff hat er im Abspringen mit einem gewaltigen Fußtritt in die zischende Flut zurückgestoßen. Dann ist er im Bergwald verschwunden. Lange Zeit ist das Herrenschiff noch im empörten See umgetrieben und häufig genug ist es am Versinken nahe gewesen. Nur mit unsäglicher Mühe und Not haben sie die Ruderknechte bei Brunnen zum Landen gebracht, von wo aus dann der Gessler zu seiner Burg zu Küsnacht reiten wollte. Der Tell aber ist über Sisikon und die Alpenweide bei Morschach auf Art und von dort aus auf Küsnacht geeilt. Gegen den Abend ist der Landvogt Gessler racheschnaubend von Immersee her zu seiner Burg zu Küsnacht geritten. Wo er mit seinen Leuten durch die hohe Gasse gekommen ist, wo von hohem Gebüsch und gewaltigen Eichen überwölbt und beschattet war, hat sich ein armes Fräulein namens Armgard mit ihrem Kind vor sein Ross geworfen und geschrauen, sie würde nicht von der Stelle gehen, bis der Landvogt ihren gefangenen Mann aus dem finsteren Burgverlies rauslöse. Aber der herzlose Vogt ist ergrimmt und hat Miene gemacht, über das arme Fräulein und ihre Kinder drüber zu reiten. Da ist auf einmal ein Pfeil aus dem Busch geschwirrt und dem Landvogt zmitzt ins Herz gefahren. Schreckensbleich ist er zusammengezuckt, zurückgesunken und hat geschrauen: „Da ist im Tell sein Geschoss!" Da hat sich der Schütz Tell auf einen Augenblick gezeigt und gerufen: „Du kennst den Schütz, such keinen anderen." Dann ist er im Gehölz verschwunden. Der Landvogt Gessler aber ist in den Armen vom Bettlerfräulein gestorben, wo ihn am Süß angepflegt hat. Das ist die Geschichte von Wilhelm Tell. Noch heute kann man sie aufgemalt sehen in der offenen Kapelle auf der Tellsplatte beim Vierwaldstättersee. Vielen Dank fürs Hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Transkript zu dieser Geschichte und mehr Geschichten auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch findet ihr auf meinem Patreon. Für den Link schaut einfach in der Beschreibung nach. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.